Moin, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen Richtung Zürich, sind wir unterwegs. Und mir ist eingefallen, boah, das stinkt, das ist wirklich Erde nach Kompost. Boah, nein, mir ist eingefallen, zum Glück haben die keinen Geschmack, haben die nur einen Lautsprecher und keine irgendwie Gestanksnebelmaschine. Nein, mir ist aufgefallen, warum dass ich eigentlich Motorvlogs mache, letztens darüber nachgedacht. Und bei mir ist das so gewesen, ich kann wegen dem Blackout, ich blende euch kurz den Link zu meinem YouTube-Account ein, ich habe wegen ihm angefangen. Ich habe gewusst, hey, ich wollte irgendein Hobby machen. Dann bin ich drauf gekommen, hey, meine Mutter ist doch früher nach TÜV gefahren, und sie, oder? Und sie ist zu dem Zeitpunkt, hat sie glaube auch wieder TÜV gefahren. Hey, tu mal nachgoogeln nach TÜV-Fahrer im YouTube, oder? Und dann bin ich irgendwie auf, der Blackout ist einer der ersten gewesen. Also, Blackout, und da hat es auch noch andere gegeben, aber ich meine, David Bust auch noch, das war einer der ersten gewesen. Mittlerweile gibt es ja wie Sander mehr Motorvlogger. Und dann habe ich das einfach geschaut und habe das extrem geil gefunden, den zuzuschauen. Warum? Weil du kannst von die Hause aus, kannst du erleben, was in der Stadt abgeht, was dort abgeht, was dort abgeht. Ein bisschen so wie, wenn irgendwie ein Reporter unterwegs ist oder so, weißt du, was ich meine? Und das habe ich extrem geil gefunden, oder? Extrem geil, das ist eigentlich meine Motivation. Nein, ich hoffe, dass ich das in der Schweiz mal ein bisschen Führer bringen kann. Das war für mich einfach so eine Motivation gewesen. Du kannst jemanden schauen, der unterwegs ist, er nimmt für dich Videos auf. Es ist einfach Unterhaltung, weißt du? Es ist einfach Unterhaltung pur. Er ist ein deeper Vlog, gell? Aber für mich ist es einfach so gewesen, ich habe das einfach cool gefunden, so einen zu schauen, der rumfährt. Und für mich ist es extrem geil zu rumfahren, wenn ich einmal an anderen Orten bin. Das ist für mich wirklich wortwörtlich wie ein Abenteuer. Das klingt vielleicht blöd, aber das ist für mich wortwörtlich wie ein Abenteuer. Jetzt habe ich schauen, ob die andere im geil Auto das L hat, weil manchmal, wenn die Leute so starr gerade ausschauen, dann sind es meistens Neulenker. Das kann auch ein Neulenker sein ohne L. Nein, für mich ist das aber auch dann schön, wenn ich so rumfahre, für mich selber, an Orten durchzufahren, wo ich fast noch nie oder sogar noch gar nie gewesen bin. Nicht immer die Strecken, die wir schon kennen. Das ist langweilig, weißt du. Aber ich finde, das könnte auch ein Grund sein für euch, zum Schauen, zum neue Strecken, wenn ihr meine Videos schaut, zum neue Strecken zu entdecken, zum neue Sehenswürdigkeiten zu sehen, Eindrücke zu sammeln. Für mich ist das zum Beispiel so, wenn ich ein Video von Blackout schaue, wo er in Hamburg unterwegs ist und ich sehe irgendwelche Strecken, für mich ist so, wow, ich jetzt nicht mehr auf Hamburg. Nein, wirklich, Real Talk. Also logisch, wenn du selber dort bist, ist es noch 1000-mal etwas anderes. Oder wenn er in Amerika unterwegs ist oder in den USA irgendwo unterwegs ist, dann ist für mich so, wow, geil, jetzt habe ich gesehen, was da abgeht und ich habe Zeit gespart. Das ist wirklich so ein bisschen wie eine Dokumentation für mich. So 9 ab 9 immer noch, 9 ab 9 Jahre. Ich habe jetzt immer gedacht, soll ich noch auf die Autobahn gehen, komme ich dann schneller, aber was bringt's? Weißt du, für mich ist die Autobahn nichts. Für mich ist ausserorts so fahren schön. Mega schön, weißt du. Die Autobahn ist einfach nur schnell irgendwo hinzukommen. Ohne 1% spiele ich es mit dem Auto, in der deutschen Autobahn, ja. Aber da, mit dem TÜV, habe ich jetzt nicht wirklich Erfolg. Ich finde auch schön, wenn man so Videos kann schauen oder auch wenn ich Videos machen kann, dass man einfach wirklich komplett abschweifen kann. Man kann komplett für 10-15 Minuten einfach über irgendeine unsinnige Themen reden, die sonst dich überhaupt nicht juckt. Weißt du, was ich meine? Die Welt ist genug streng, genug anstrengend und alles. Und dann einfach mal 5 Minuten, nur für 5 Minuten über irgendetwas Unsinniges nachzudenken, schon finde ich schön, weißt du. Einmal ein Grund finde ich, das Video anzuschauen, wäre für euch, dass ihr seht, hey, wie ist eigentlich das Fahren, weißt du. Dass ihr auch seht, meine Tipps, zum Beispiel, was musst du schauen, auf den Beinabschluss. Du musst schauen, ob du gerade auf dem TÜV hocken oder ob du schlicken, wie bei einem Supersportler, oder ob du lieber ganz viel schaltest, dann wäre super Mod. Weißt du, für mich ist das auch, weil früher, bei mir ist es so gewesen, ich habe eigentlich gar keine Tipps gehabt. Also ich habe wirklich gar keine Tipps gehabt. Mittlerweile findest du im YouTube extrem viele Tipps über das TÜV-Fahren, natürlich auch über andere Sachen, aber wir reden ja vom TÜV-Fahren. Also ich finde, das könnte ja auch noch ein guter Grund sein, das Video zu schauen, dass man wirklich ein bisschen sieht, wie ist das auf dem TÜV. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich habe jetzt tankt gestern für 50, jetzt ist es ein bisschen günstiger wieder, das Benzin. Ja, ich sage jetzt mal zwischen 15 und 17 Franken habe ich tankt, keine 10 Liter. Moin Meister. Keine 10 Liter tanken und ich weiss, ich würde damit ganz sicher gute 300 Kilometer kommen. Mal schau,
Easy Drive, Fahrschule. Ich würde damit ganz gute 300 Kilometer kommen, safe. Oder so kann ich euch sagen, da gibt's aber auch TÜV, wo du vielleicht nur 150 Kilometer kommst, oder noch weniger, weißt du, je nachdem. Ich habe echt einen sparsamen TÜV. Ich finde ja auch noch cool, dass es so sparsam ist. Oder? Das ist schon richtig ein krasser Kontrast zum Auto und ja. Nein, ich würde sagen, wäre es das gewesen für das heutige Video. Ich hoffe, ihr habt Spass am Video gehabt. Bis zum nächsten Mal. Euer Obskur.